165 Patienten in Isolation und fast 400 Patienten oder 400 Personen in Quarantäne. Wieso ist das wichtig? Die Fallzahlen, die scheinen tief, oder? 15 Fälle, 20 Fälle, 30 Fälle, das tönt noch nicht so viel, aber es sind effektiv dann über die Zeit, die Personen sind länger ansteckend, nicht nur an diesem einen Tag, 165 Personen, die theoretisch die Krankheit weitergeben könnten auf andere. Und deshalb ist es wichtig, diesen Überblick zu haben. Und deshalb ist es auch so gut und wichtig, dass die Personen, die Kantone das melden auf freiwilliger Basis. Das Virus ist noch da, habe ich gesagt. Wichtig ist nach wie vor eben das im Kopf zu haben. Nach wie vor gelten die Abstands- und Distanzregeln. Die Distanz ist das Einzige, was uns schützt vor einer Übertragung, neben den Masken allenfalls, aber wirklich die Distanz hat den großen Effekt gezeigt, jetzt über diese Phase der Kontrolle der Epidemie. Und in der jetzigen Phase, wo wir von Lockerungen sprechen, spricht man ja auch viel von Kontaktlisten und so weiter. Und einfach die Botschaft, eine Kontaktliste hilft für eben diese Isolation und Quarantäne, die hilft, die Leute zu identifizieren, wenn sie sich zu nahe gekommen sind. Aber eine Kontaktliste schützt nicht vor einer Übertragung und vor einer Ansteckung. Vor einer Ansteckung schützt die Distanz. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kuster. Herr Gattiker. Ja, besten Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Ich möchte gerne auf einige Aspekte eingehen der Entscheidung, die der Bundesrat am letzten Mittwoch getroffen hat. Die Situation ist relativ komplex im Einreise- und Aufenthaltsbereich, weil wir einerseits gesamtheitliche Regelungen haben für Einreiseaufenthalt und Zugang zum Arbeitsmarkt und auf der anderen Seite auch gewisse Entscheidungen haben, die nur bezogen auf einzelne Staaten gelten. Und deshalb haben wir nach wie vor relativ viele Anfragen aus Medienkreisen, aber auch von Bürgerinnen und Bürgern. Und ich nutze gerne die Gelegenheit, hier auf einige Aspekte hinzuweisen. Der Bundesrat hat ja letzten Mittwoch entschieden, dass ab 8. Juni an wieder alle Gesuche von erwerbstätigen EU-EFTA-Bürgern um eine Aufenthalts- oder Grenzgängerbewilligung oder für einen kurzfristigen Arbeitseinsatz mit Meldeverfahren in der Schweiz bearbeitet werden. Auch Fachkräfte aus Drittstaaten können wieder zugelassen werden im öffentlichen Interesse, wenn es also um die wirtschaftliche Landesversorgung geht oder wenn ein Unternehmen dringend auf eine Fachkraft angewiesen ist aus einem Drittstaat und auch der Familiennachzug ist wieder zugelassen, also nicht mehr beschränkt auf Schweizer Bürger und EU-EFTA-Bürgerinnen und Bürger, sondern wieder gesamthaft möglich. Was ändert sich somit am 8. Juni in Bezug auf die Einreise? In Bezug auf die Einreise bedeutet es, dass auch nach dem 8. Juni an den Landesgrenzen nach wie vor kontrolliert wird. Es dürfen nach wie vor nur Personen einreisen, die einen Einreisegrund haben, der von der Covid-Verordnung eben geregelt ist. Es geht hier um das Schweizer Bürgerrecht, es geht um einen Aufenthaltstitel in die Schweiz, aber es geht auch um die Personengruppen, die wir am 16. Mai im Verhältnis zu Österreich und Deutschland geregelt haben, diese zusätzlichen Reiseerleichterungen, sei es für nicht verheiratete Paare, sei es für Familienanlässe etc. Das sind hier Spezialregelungen, die greifen. Der Bundesrat hat auch gesagt, es ist möglich, dass grenzsanitarische Maßnahmen getroffen werden. Hier ist das Bundesamt für Gesundheit federführend, das EDI zusammen mit dem EJPD und sicher auch der Eidgenössischen Zollverwaltung, die das umsetzen müssen. Im Moment sind keine solchen Maßnahmen vorgesehen. Kurz zusammengefasst, es ändert sich noch nicht sehr viel an den Schweizer Grenzen und es wird weiterhin risikobasiert kontrolliert. Reiner Einkaufstourismus bleibt weiterhin verboten und man muss einen speziellen Einreisegrund nach wie vor haben. Ganz anders wird es dann ab dem 15. Juni werden, in dem nämlich, wenn es die Pandemieentwicklung erlaubt und auch die entsprechenden Staaten diese Regelungen dann in Kraft setzen, zu Frankreich, Deutschland und Österreich die volle Personenfreizügigkeit wiederhergestellt wird. Dann wird es auch keine Binnengrenzkontrolle geben. Und wichtig ist vielleicht auch hier zu betonen, der Tourismus über diese Länder
über Deutschland, über Österreich, über Frankreich, wäre dann auch aus entfernteren Ländern wieder möglich. Wäre beispielsweise möglich, dass ein Niederländer, eine niederländische Familie über Deutschland durch die Schweiz nach Italien reist, weil eben die Covid-Verordnung abstellt, dass eben im Nachbarstaat der Schweiz nicht kein Einreiseverbot besteht. Das wäre dann bei Deutschland nicht mehr der Fall. Deshalb ist das möglich. Es wäre auch möglich, eine polnische Familie, die über Deutschland durch die Schweiz nach Italien reist. Solche Bewegungen werden dann wieder möglich durch diese Regelungen, die wir mit Frankreich, Österreich und Deutschland getroffen haben. Das Verbot des Einkaufstourismus fällt dann in Bezug auf diese 3 Staaten weg. Und wie gesagt, Personenfreizügigkeit, das ist ein klarer Schritt hin zum Status quo ante, der dann vollzogen wird. Und am 6. Juli soll dann, das ist die Zielsetzung des Bundesrates, die Reisefreiheit für den ganzen Schengen-Raum hergestellt werden. Da braucht es natürlich nicht nur eine Entscheidung der Schweiz, sondern auch der anderen Staaten. Da sind intensive Gespräche jetzt im Gang, in welchen Etappen, in welchen Zeithorizonten dieser Schengen-Raum geöffnet werden. Gerade finden auch Absprachen statt mit Italien und den übrigen Nachbarstaaten, um hier eine möglichst koordinierte Regelung zu machen. Und so läuft die Diskussion im ganzen Schengen-Raum. Was bleibt im europäischen Grenzverkehr beim Alten? Bis zum 6. Juli gelten diese Restriktionen, ausgenommen die Staaten, die wir von der Risikoliste streichen. Weiterhin ist bis zur vollen Herstellung der Personenfreizügigkeit nicht möglich die Einreise von Nichterwerbstätigen, also Stellensuchende, Rentner, und auch der Tourismus ist bis zur Wiederherstellung der vollen Reisefreiheit, wie gesagt, der Bundesrat beabsichtigt, diese herzustellen, bis zum 6. Juli nicht möglich. Drittstaaten, dort ist frühestens zu erwarten, dass am 6. Juli ein Entscheid fällt, wie es mit der Öffnung des Schengen-Raumes, des Schengen-Raums für Reisebewegung außerhalb des Schengen-Raumes aussieht. Es ist klar, es geht hier um Schengen-Visa, die sind mit den anderen Schengen-Staaten zu koordinieren, diese Visa für 3-monatige Aufenthalte. Und hier sind Entscheidungen ab dem 6. Juli dann denkbar in enger Zusammenarbeit mit den Schengener Staaten. Es ist auch wichtig, dass wir einen gewissen Vorlauf haben für die Umsetzung dieser Maßnahmen, die dann die Visapolitik betreffen. Beispielsweise müssen die Auslandsvertretungen sicher Hygienemaßnahmen machen. Es braucht ein spezielles Grenzregime an den Flughäfen. Denken Sie an die Abstandregeln, solange solche Empfehlungen noch in Kraft sind. Und hier braucht es einen gewissen Vorlauf eben, um das herzustellen. Also ich fasse zusammen, bis zum 15. Juni gelten an unseren Grenzen weitgehende Einreisebeschränkungen. Die Grenzkontrollen werden weitergeführt. Und jene Personen, die im Rahmen von Familienbesuchen, Besuchen bei Partnerinnen des Partners oder als Immobilienbesitzer bis zu diesem Datum grenzüberschreitende Reisen zwischen der Schweiz, Deutschland und Österreich antreten, sind angehalten, den Grenzbehörden im Rahmen dieser risikobasierten Kontrollen die zwingend erforderliche Selbstdeklaration ausgefüllt und unterschrieben vorzuweisen. Das ist ein System, das wir mit den Nachbarstaaten entwickelt haben. Diese Selbstdeklaration, ich kann Ihnen sagen, dass das sehr gut funktioniert, keine Probleme bereitet, und ich glaube, das ist etwas, was wichtig war, eben mit diesen Staaten zu vereinbaren. Und wie gesagt, für die Einreise aus Drittstaaten gelten weitgehende Reisebeschränkungen bis zum 6. Juli. Dort sind frühestens am 6. Juli Entscheidungen zu erwarten, wie es weitergeht für Einreisen von außerhalb des Schengen-Raumes. Besten Dank. Vielen Dank, Herr Gattiker. Frau Kuster. Ja, vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, guten Nachmittag Ihnen allen. In den letzten Wochen wurde viel über das sogenannte Notrecht diskutiert. In diesem Zusammenhang möchte ich gerne 2 Punkte aufgreifen. Die erste Frage, was ist überhaupt dieses Notrecht? Und zweitens, wie lange gilt Notrecht? Und gilt es auch dann, wenn wir nicht mehr in der außerordentlichen Lage sind?
Zunächst zur ersten Frage, was ist überhaupt Notrecht? Zunächst einmal, sogenanntes Notrecht ist auch Recht. Ich betone hier mehrfach so genannt, weil dieser Begriff etwas unklar und auch negativ interpretiert werden kann. Er hat den Beigeschmack von etwas, das nicht vorgesehen ist, vielleicht sogar etwas, das sich der Bundesrat anmaßt oder auch von einem Staatsnotstand. All dies entspricht in keiner Weise der rechtlichen und tatsächlichen Situation. Der Gesetzgeber kann nicht jede Situation im Voraus regeln. Schauen Sie einmal das Epidemiengesetz selber an. Das Parlament hat darin zwar verschiedene Instrumente vorgesehen, die der Bundesrat ergreifen kann, und dies eben schon in der besonderen Lage. Dazu gehören beispielsweise alle Maßnahmen, die gegenüber der Bevölkerung erlassen worden sind, also zum Beispiel die Veranstaltungsverbote, die Betriebsschließungen oder das Versammlungsverbot. Für die außerordentliche Lage hingegen ist auch der Gesetzgeber davon ausgegangen, dass es Situationen geben wird, die nicht vorhersehbar sind und in denen das Parlament selber nicht so schnell handeln kann. Generell braucht es in zeitlicher und auch in sachlicher Hinsicht eine besondere Dringlichkeit, damit der Bundesrat selber handeln darf. Sachlich dringlich heißt hier, wenn wir nichts tun, droht großer Schaden. Zeitlich dringlich bedeutet, die Zeit reicht nicht, um einen Parlamentsentscheid abzuwarten. In einer solchen Situation tritt der Bundesrat im Prinzip für eine gewisse Zeit an die Stelle des Gesetzgebers. Und bei dieser Regelung handelt es sich nicht nur um ein Recht zu handeln, sondern vielmehr um eine Pflicht. Der Staat muss handlungsfähig bleiben und dies muss die Exekutivbehörde, der Bundesrat, auf diese Weise eben auch sicherstellen. Wichtig ist, dieses sogenannte Notrecht ist eben immer nur subsidiär, also falls bereits eine gesetzliche Grundlage besteht, kann der Bundesrat immer gestützt darauf eine ganz normale Verordnung erlassen, und er hat dies auch in der Covid-19-Krise gemacht. Also einige der Verordnungen, die er erlassen hat, oder der Änderungen im Recht, die er erlassen hat, waren nicht sogenannte Notverordnungen, sondern haben sich eben auch auf bereits bestehendes Gesetzesrecht gestützt. Eine andere Frage ist dann natürlich, welche Maßnahmen der Bundesrat konkret trifft und auch, ob diese verhältnismäßig sind. Darüber lässt sich im Nachhinein bestens diskutieren und vielleicht auch streiten. Wichtig ist aber, ob der Bundesrat die verfassungsmäßigen Schranken für solche Notverordnungen eingehalten hat oder nicht, muss anhand desjenigen Wissensstandes beurteilt werden, der zum Zeitpunkt des Erlassens vorhanden war. Und wie wir alle wissen, bestand dieser Wissensstand im Falle der Covid-19-Epidemie insbesondere zu Beginn vor allem aus begründeten Annahmen und Prognosen. Nachträglich weiß man es dann eventuell besser, aber dieser Umstand kann dem Bundesrat nicht vorgeworfen werden. Nun zur zweiten Frage. Wie lange gilt Notrecht und gilt es auch dann, wenn wir nicht mehr in der außerordentlichen Lage sind? Alle Notverordnungen des Bundesrates sind schon grundsätzlich befristet. Außerdem muss der Bundesrat dem Parlament spätestens nach 6 Monaten eine gesetzliche Grundlage für solche verfassungsunmittelbaren Verordnungen zur Genehmigung unterbreiten. Das gilt natürlich nur dann, wenn diese Verordnungen überhaupt länger als ein halbes Jahr Geltung haben sollen. Verzichtet er darauf, treten die Notverordnungen automatisch nach 6 Monaten außer Kraft. Die Arbeiten für eine solche gesetzliche Grundlage sind nun im Gang und der Bundesrat wird noch vor dem 12. September 2020, also dieses halbe Jahr, seit Erlass der Covid-19-Verordnung eine Botschaft verabschieden. Eine zweite Frage, die in diesem Zusammenhang oft auftaucht, ist, ob denn eben das bereits erlassene Notverordnungsrecht nun nicht mehr gelten soll, jetzt, wo wir dann am 19. Juni von der außerordentlichen zur besonderen Lage gemäß dem Epidemiengesetz wechseln werden. Die Antwort auf diese Frage ist ganz einfach: Nein, die bereits erlassenen Notverordnungen des Bundesrates verlieren ihre Gültigkeit nicht infolge dieses Wechsels. Das wäre kontraproduktiv und hätte zur Folge, dass die getroffenen Maßnahmen verpuffen würden. Denken Sie nur etwa an die Notwendigkeit der Abfederung von wirtschaftlichen Schäden und damit verbunden etwa an die Überbrückungskredite für die Wirtschaft oder an die Stützungsmaßnahmen im Bereich Kultur oder Sport. Diese Maßnahmen machen nur Sinn,
wenn damit die Folgen der Krise effektiv abgefedert werden können. Das Parlament wird aber dann entscheiden, ob die vom Bundesrat getroffenen Maßnahmen telquel übernommen werden oder ob es der Ansicht ist, dass es Änderungen oder Ergänzungen braucht. Klar ist derzeit, dass die epidemiologische Situation stabil ist. Wir verlassen deshalb die außerordentliche Lage per 19. Juni 2020. Ab dann gilt neues Notverordnungsrecht, hat dann eben eigentlich keine Grundlage mehr im Sinne von, es gibt keinen Anlass mehr, neues Notverordnungsrecht zu erlassen, gestützt eben auf die beruhigte Situation. Da besteht kein Spielraum aus Sicht der Verfassung. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kuster. Frau Berian. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, der Bundesrat hat beschlossen, die Fristenstillstandsverordnung für Volksbegehren nicht zu verlängern. Die Sammlung von Unterschriften für eidgenössische Volksinitiativen und fakultative Referenden ist damit ab dem 1. Juni 2020 wieder erlaubt. Die Gemeinden werden ab dann auch wieder Stimmrechtsbescheinigungen ausstellen. Ebenso werden die gesetzlichen Behandlungsfristen für Bundesrat und Parlament wieder zu laufen beginnen. Der Bundesrat ist der Meinung, dass die politischen, die rechtlichen und auch die faktischen Voraussetzungen für die Wiederaufnahme der Sammeltätigkeit erfüllt sind. Das Initiativ- und Referendumsrecht ist in unserem Land derart wichtig, dass es nicht gerechtfertigt wäre, die Ausübung über den 31. Mai hinaus aufzuschieben. Der Fristenstillstand soll von möglichst kurzer Dauer bleiben. Das Parlament hat seine Beratungen bekanntlich wieder aufgenommen. Es werden neue Gesetzesvorhaben dem Referendum unterstellt und Vorlagen werden zur Abstimmung gebracht. Damit soll jetzt auch ein möglicher Geschäftsstau verhindert werden. Der Bundesrat hat mit seinem Beschluss vom 29. April frühzeitig Planungs- und Rechtssicherheit für alle politischen Akteure hergestellt, auch für die Komitees. Sie erhielten einen guten Monat Vorlauf, um die Wiederaufnahme der Sammeltätigkeit vorzubereiten. Seit diesem Entscheid sind schrittweise Lockerungen bezüglich Veranstaltungen, Versammlungen, aber auch Kundgebungen beschlossen worden. Der öffentliche Raum wird wieder genutzt und der Bundesrat hat am 27. Mai die Aufforderung, bleiben Sie zu Hause, aufgehoben. Ab morgen darf es wieder spontane Ansammlungen bis zu 30 Personen geben. Am Dienstag beginnt die Sommersession der eidgenössischen Räte. Ab dem 6. Juni sind Veranstaltungen bis zu 300 Personen wieder erlaubt. Weitere Schritte stehen an. Die Fortführung des Fristenstillstands wäre damit angesichts der weitreichenden Lockerungen nicht nur sachfremd, sondern sie würden auch die Gesetzgebung durch das Parlament in letzter Konsequenz blockieren. Eine Halbierung des verfassungsmäßigen Unterschriftenquorums und auch eine Verlängerung der verfassungsmäßigen Sammelfrist fallen aus rechtlichen Gründen außer Betracht. Wir befinden uns nicht mehr mit Blick auf die politischen Rechte im Zustand der schweren Störung der öffentlichen Ordnung. Der Bundeskanzlei ist es allerdings ein Anliegen, die Komitees mit Maßnahmen zu unterstützen. Für die Sammlung von Unterschriften ist das Vorliegen eines Schutzkonzepts notwendig. Für die Ausarbeitung und die Umsetzung eines solchen sind grundsätzlich die Komitees verantwortlich. Aber anders als im Sport oder etwa auch im Bereich der Wirtschaft gibt es im Bereich der politischen Rechte eben keine einschlägigen Branchenverbände. Die Bundeskanzlei hat deshalb im Sinne einer Dienstleistung zuhanden der Komitees ein Standardschutzkonzept in Zusammenarbeit mit dem BAG und dem SECO zur Verfügung gestellt. Das Standardschutzkonzept kann den Komitees als Grundlage dienen. Es kann von den Komitees aber auch angepasst werden. Es sind keine Auflagen, das ist wichtig zu betonen. Es gilt der gesunde Menschenverstand. Die Komitees können selbstverständlich auch eigene Schutzkonzepte entwerfen. Außerdem wurde sämtlichen Komitees auch ein Merkblatt zugestellt. Wir machen darin aktiv darauf aufmerksam, dass die Komitees ihre Sammelstrategien überprüfen. Nicht nur im öffentlichen Raum können Unterschriften gesammelt werden. Unterschriftenlisten können auch in Läden, in Restaurants oder eben demnächst wieder an Veranstaltungen aufgelegt werden. Und gerade eben diese Lockerung des Kundgebungs- und Veranstaltungsverbots ist ein wichtiger Meilenstein für das politische Leben.
Außerdem besteht auch das Angebot von digitalen Unterschriftenlisten und die Unterschriftenbögen von sämtlichen Volksbegehren im Sammelstadium werden per 1. Juni 2020 auf den Internetseiten der Bundeskanzlei zum Herunterladen bereitgestellt. Und schließlich werden die neuen Fristen für Initiativen und Referenden im Sammelstadium, die nach diesem Fristenstillstand gelten, am 3. Juni im Bundesblatt zu Informationszwecken veröffentlicht. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Peria. Herr Zürcher. Ja, vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Mit dem am 27. Mai beschlossenen neuen Lockerungen hat der Bundesrat ebenfalls eine wichtige Anpassung der Strategie in Sachen Schutzkonzepte vorgenommen. Bezüglich der allgemeinen Bevölkerung besteht das Distanzhalten, die Händehygiene und neu nun die Verfolgung der Ansteckungen im Vordergrund. Selbstverständlich gilt diese allgemeine Logik auch für die Arbeitswelt, wo die Ziele der aktuellen bundesrätlichen Strategie umgesetzt und eingehalten werden sollen. Allerdings gilt für die Arbeitswelt zusätzlich dazu der im Arbeitsgesetz verankerte Präventionsgedanke mit der Pflicht für den Arbeitgeber, seine Arbeitnehmenden am Arbeitsplatz vor jeglichen negativen Einflüssen auf ihre Gesundheit zu schützen. Das ist dieser zentrale Artikel 6 des Arbeitsgesetzes. Der Arbeitgeber hat deshalb weiterhin die im neuen vereinfachten Schutzkonzept angegebenen Vorgaben bezüglich dem Schutz der Arbeitnehmenden zu treffen. Die SUVA kontrolliert jene Branchen und Betriebe, die ihr durch das Unfallversicherungsgesetz bzw. die entsprechende Verordnung über die Unfallverhütung zugeordnet sind, und die kantonalen Arbeitsinspektoren kontrollieren alle anderen Betriebe. Und weiterhin sind es die Kantone, welche die Kompetenz haben, allfällige Schließungen vorzunehmen, wenn kein ausreichendes Schutzkonzept vorliegt oder dieses nicht umgesetzt wird. Vorrang haben, und nun komme ich zum vereinfachten Musterschutzkonzept, Vorrang haben also die Maßnahmen bezüglich Distanz, Händehygiene und der Reinigung, also das, was auch allgemein für die Bevölkerung gilt. Kann die Distanz nicht eingehalten werden, sind Maßnahmen gemäß dem Stoppprinzip zu treffen, also zum Beispiel physische Trennung durch Plexiglaswände, aber auch arbeitsorganisatorische Maßnahmen oder sogar das Tragen von Masken. Die vereinfachten Musterschutzkonzepte gelten ab dem 6. Juni und sie werden ab kommenden Dienstag auf der Internetseite backtowork.easygov.swiss aufgeschaltet werden. Ich verzichte hier auch auf eine Ausführung zu den arbeitsmarktlichen Zahlen. Diese werden wir am 9. Juni, wenn die neuesten Arbeitslosenzahlen für den Monat Mai verfügbar sind, dann auch publizieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Zürcher. Sie haben nun Gelegenheit, Fragen zu stellen. Herr Wacker. Eine Frage an Herrn Kuster. Sie haben über diesen Fall dieses verstorbenen Kindes im Kanton Aargau informiert. Offenbar sind jetzt aber auch 2 Kinder im Kanton Basel-Stadt in einer Schule erkrankt. Da werden jetzt Teile dieser Schule, Angehörige und so weiter in Quarantäne gesetzt. Sind natürlich nicht zusammenhängende Fälle, aber gibt das für Sie Anlass, irgendetwas neu zu überdenken, diese Fälle speziell bei Kindern? Ja, vielen Dank für diese Frage. Es gibt Fälle bei Kindern, die gab es schon vorher, und wir wissen, dass es das gibt. Dieser Todesfall betrifft nicht ein Schulkind, leider, ist ein Säugling, der verstorben ist. Wir wissen, Kinder erkranken seltener als Erwachsene, und Kinder sind auch nicht so ansteckend wie Erwachsene. Und diesbezüglich nehmen wir diese Fälle, diesen traurigen Fall auch aus dem Kanton Aargau, leider zur Kenntnis, aber wir wissen auch aus anderen Ländern, dass es das gibt und dass wir in dieser Situation auch damit leben müssen, dass es diese Fälle gibt. Wie gesagt, es ist noch nicht vorbei. Wir müssen alert bleiben. Wir müssen vor allem sehr, sehr gut alle zusammen mitarbeiten, damit wir eben diese Infektionsketten kontrollieren können, damit es nicht solche Fälle zu häufig gibt. Herr Driussi. Ja, ich habe eine Frage an Herrn Kuster. Sind Sie besorgt wegen dieses erneuten Anstiegs der Fälle?
Und gibt es Grenzen, über die gewisse Lockerungen umgedacht werden könnten? Also umgekehrt kann ich mich erinnern, zum Beispiel bei der Rückverfolgbarkeit sagte man, unter 100 Personen könnte man eben dann diese Rückverfolgbarkeit stoppen. Und jetzt im Gegenteil? Es gibt keine definierten Grenzen. Es ist häufig so, dass wir gegen Ende der Woche mehr Fälle sehen als am Anfang der Woche. Das hat mit den Testungen am Wochenende zu tun, das hat mit den Meldungen am Wochenende zu tun. Es gibt einen gewissen Meldeverzug. Das heißt, das kann durchaus im Rahmen dieser Schwankungen sein. Es wird abzusehen sein, wie sich das weiterentwickelt. Wir verfolgen das aber, sind alert und schauen, wie sich dieser Trend zeigt. Wir haben immer ganz bewusst darauf verzichtet, einen festen Grenzwert anzugeben, sondern wir sagen, wir müssen die Tendenz anschauen, schauen, wohin sich dies entwickelt, bevor wir dann festlegen, was allenfalls für Maßnahmen zu treffen sind, wenn wir das Gefühl haben, der Trend geht nun definitiv anhaltend in die falsche Richtung. Frau Gall. Meine Frage geht an Boris Zürcher. Bald läuft ja die für arbeitgeberähnliche Angestellte die Kurzarbeitsberechtigung aus. Am Mittwoch machte Frau Sommaruga eine Andeutung, dass der Trend nun doch in Richtung Verlängerung gehe. Wie sieht das nun aus? Der Bundesrat hat am 20. Mai beschlossen, dass für 2 Anspruchsgruppen die Anspruchsvoraussetzungen eben am 31. Mai auslaufen. Das sind einerseits Lehrlinge und das sind eben andererseits Angestellte in arbeitgeberähnlicher Stellung. Bei den Lehrlingen, was ist der Grund, weshalb dort die Berechtigung auf Kurzarbeit eingestellt wird? Der ist ganz einfach. Die Lehrlinge sollen nicht Kurzarbeit beziehen und in dem Sinne vom Arbeitsplatz fernbleiben, sondern sie sollen zurück in den Betrieb, sie sollen ausgebildet werden. Und das ist ganz entscheidend. Und deshalb hat man hier relativ rasch diese Leistungen auch aufgehoben. Allerdings ist das auch flankiert. Sie wissen, Unternehmen, die Kurzarbeit leisten, können im Prinzip keine Leute anstellen. Wir machen hier eine befristete Ausnahme, dass also Lehrlinge, die beispielsweise ihre Prüfung oder ihren Lehrabschluss erlangt haben, dass sie im gleichen Betrieb weiter beschäftigt werden können. Das wird bereits so praktiziert. Und das Zweite ist natürlich auch Ausbildner in Betrieben, die sollen weiterarbeiten können. Sie kriegen dafür trotzdem Kurzarbeit, so dass sie eben die Auszubildenden weiter betreuen können. Das ist die eine Gruppe. Die andere Gruppe sind eben diese Personen in arbeitgeberähnlicher Stellung. Wovon sprechen wir hier? Das sind Gesellschafter von Kapitalgesellschaften, insbesondere eben Aktiengesellschaften und Gesellschaften mit beschränkter Haftung. Das sind also die Gesellschafter, die sich selbst in ihrer Unternehmung anstellen. Und hier ist es so, dass an sich auch mit den Öffnungsschritten, die der Bundesrat jetzt diese Woche auch verkündet hat, auf 6. Juni hin, eigentlich kein triftiger Grund mehr besteht, um diese Leistung fortzusetzen. Der Härtefall ist, oder der Sachverhalt eines Härtefalles ist in diesen Fällen nicht mehr gegeben. Eigentlich war das von Anfang an eben als eine Härtefalllösung gedacht, obwohl diese Leute ja eigentlich sich selbst gar nicht entlassen können. Das muss man auch noch sich vor Augen halten. Also das ist effektiv diese Leistung, die wird jetzt per Ende Monat aufgehoben. Und wieso per Ende Monat und nicht 6. Juni? Die Arbeitslosenversicherung rechnet in Perioden und das ist deckungsgleich mit jeweils Anfang Monat bis Ende Monat. Und hier gibt es eine kleine Lücke von 4-5 Tagen. Herr Koscher.
Monsieur Couster, le Herr nombre assez Couster, élevé de personnes qui sont die en Quarantäne dans le relativ canton d'Argovie, hohe ça sert à Zahl rien von uniquement Personen, avec die le in der traitement procédé, ou est-ce Quarantäne qu'il y a une sind vague im Kanton Aargau. Steht die im Zusammenhang mit diesem Kind, das gestorben ist, oder gibt es einen anderen Grund? Welche Region beziehen Sie sich? Argovie. Im Aargau. Ich kann es Ihnen nicht im Detail beantworten. Im Moment ist es so, dass die meisten Fälle, die wir sehen von den Neuansteckungen, in der Umgebung von schon existierenden Fällen sind. Das heißt, meistens kennt man die Quelle. Es gibt aber auch durchaus Fälle, wo man diese Quelle eben nicht kennt. Hier müssen wir sicherlich alert sein, aber von einem Ausbruch oder einer Welle im Kanton Aargau ist mir nichts bekannt. Nein. Herr Brocci. Diese Zahl von Leuten, die in Quarantäne sind, führen Sie da schon länger Statistik drüber und können Sie sagen, ist es jetzt angestiegen oder ist es jetzt auch seit, sage ich mal, 2-3 Wochen etwa konstant, weil unter denen hat es ja dann potenziell wieder einige, die erkranken. Und kann man sagen, wie viele das dann im Schnitt effektiv erkranken? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Nein, diese Fallzahlen werden jetzt, wie gesagt, freiwillig von den Kantonen gemeldet, 2-mal pro Woche, seit rund 2 Wochen. Also nach diesem 11. Mai hat man damit begonnen, im Rahmen dieses Vollzugsmonitoring diese Zahlen zu erheben. Davor war es ja so, dass die Personen, die in Quarantäne gingen, quasi in eine Selbstquarantäne gingen während der Welle. Effektiv, dort hat man diese Zahlen zum Teil oder größtenteils gar nicht gewusst. Jetzt sind wir daran, diese Zahlen zu erheben. Die Qualität nimmt nach und nach zu. Wir haben nach und nach vollständigere Daten und können daraus dann auch vielleicht mehr Daten generieren. Im Moment liegen aber diese Zahlen nicht vor. Und ich kann Ihnen auch nicht sagen im Moment, wie viele dieser Personen in Quarantäne dann positiv getestet werden im Verlauf und dann in Isolation müssen. Frau Givio. Vous dites que les cantons ils transmettent leurs informations de manière volontaire. Ça veut dire que sur le tableau que vous avez fourni, les cantons, il n'y a pas de chiffres, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de cas en isolation. Diese Tabelle, die Sie abgegeben haben, diese Kantone, wo keine Zahlen stehen, bedeutet das aber nicht, dass dort keine Personen in Quarantäne sind. Solche, die noch nicht gemeldet haben, und es gibt aber die meisten von denen, die haben effektiv keine Fälle und keine Fälle in Quarantäne. Sie können noch eine Nachfrage stellen. Ja, ich habe noch eine Ergänzungsfrage dazu. Die Strategie des Bundes ist ja sehr klar. Das Contact Tracing soll gemacht werden, damit die Epidemie eingeschränkt werden kann. Wie verschaffen Sie sich da einen Gesamtüberblick, wenn die Kantone einzeln die Informationen weitergeben? Diese Zahlen zu liefern und auch zu publizieren, weil es effektiv jetzt in dieser Phase sehr viele Fragen dazu gibt. Also die freiwillige Meldung, die funktioniert eigentlich sehr gut. Die Pflicht oder die Kompetenz, dieses Kontakttracing zu machen, liegt ganz klar in der Kompetenz der Kantone. Und die Kantone sind angehalten, für sich diese Übersicht genau zu haben. Aber wir sind natürlich daran interessiert, eine Gesamtübersicht zu kriegen, und hier gibt es eine gute Zusammenarbeit. Frau Nowak. Ich habe eine Frage zu Schutzmaterial, also Masken, Desinfektionsmittel und so weiter. Es gibt offenbar Kantone oder einige Kantone haben die Spitäler und so weiter angewiesen, sich Vorräte anzulegen, nachdem ja diese Materialien jetzt auf dem Markt vorhanden sind. Gibt es da eine Empfehlung vom BAG aus und falls ja, für welche Zeitdauer? Es gibt noch keine konkreten Zahlen und Daten dazu. Es ist aber in der Tat so, dass es sinnvoll ist, wenn die Spitäler und auch die Kantone und auch der Bund sich vorbereiten für jegliche Situation, die kommen könnte. Und dazu gehört eben ein erneuter Anstieg der Fallzahlen. Und dementsprechend ist es sinnvoll, wenn jetzt in dieser Phase, wo es nicht viele Fälle gibt und wo es auf dem Markt Schutzmaterialien gibt, wenn sich jetzt die Spitäler, Kantone und auch der Bund Gedanken machen, bereit zu sein für eine
allfällige zweite Welle. Kurze Nachfrage, können Sie sagen, für welche Zeitdauer das dann sinnvoll wäre? Sprechen wir da von einem Monat, 3 Monaten, einem halben Jahr, einem Jahr? Ich würde sehr gerne das sagen können. Aus vergangenen Pandemien, wo es mehrere Wellen gab, weiß man, dass das einfach unterschiedlich sein kann. Man weiß nicht, wie die zweite Welle im Vergleich zur ersten Welle ist, ob sie größer, länger, breiter ist, ob sie früher kommt oder später kommt. Wir wissen es einfach nicht. Es macht sicher Sinn, im Umfang dieser ersten Welle sich wieder vorzubereiten und dann darauf zu bauen, dass man damit dann bereit ist. Ich nehme eine telefonische Anfrage entgegen von Herrn Altermatt von der Aargauer Zeitung. Ja, vielen Dank. Eine Frage zu den Schutzkonzepten. An Popkonzerten wird meist getanzt und es werden Getränke ausgeschenkt, die dann herumgetragen werden. Da kollidieren ja mehrere Schutzkonzepte, Veranstaltungen bis zu 300 Personen mit Abstands- und Hygieneregeln, Gastrokonzept mit Sitzzwang und quasi Tanz auf 4 Quadratmetern. Wie soll das zusammengehen? Also es gibt 2 Aspekte. Der erste ist jener der Arbeitswelt. Dort scheint mir die Situation völlig klar. Das ist aber wahrscheinlich hier weniger angesprochen, sondern das ist einfach die Schutzkonzepte im Kontext der öffentlichen Gesundheit, wo dann eben das Bundesamt für Gesundheit auch die Vorgaben macht. Genau, damit ist der Ball bei mir. Frau Sommaruga hat es am Mittwoch sehr schön gesagt. Es ist effektiv so, es ist gesunder Menschenverstand gefragt. Der Bund gibt vor, wie die Musterschutzkonzepte aussehen sollen. Es sind die Prinzipien, stehen im Vordergrund und das Prinzip ist Distanz und Distanz und Distanz und wo Distanz nicht möglich ist, dort muss man eben die Kontakte nachverfolgen können. Das sind die Grundprinzipien, an denen man sich orientieren kann. Wir haben gesehen in der kurzen Erfahrung, die wir haben, dass die Betriebe durchaus in der Lage sind, sich Gedanken zu machen, in ihrem speziellen Kontext eben diese Vorgaben umzusetzen. Und so soll es effektiv auch sein. Es geht um Verantwortung. Es geht einerseits um Eigenverantwortung von uns allen, wenn wir uns bewegen im öffentlichen Raum. Ich spreche die Maskentrageempfehlung an im öffentlichen Verkehr. Es geht aber auch um Verantwortung anderen gegenüber, als Veranstalter seinen Kunden und als Mensch seinen Mitmenschen gegenüber. Nochmal der öffentliche Verkehr angesprochen. Ich glaube, das kriegen wir hin, alle zusammen. Aber wie gesagt, wir müssen uns auf diese neue Normalität einstellen, die eben nicht die alte Normalität ist. Ich nehme noch 2 telefonische Anfragen entgegen, bevor wir wieder im Saal Fragen entgegennehmen. Frau Briner vom St. Galler Tagblatt. Frage zu den Schutzkonzepten und zur Distanzregel, die Sie gerade angesprochen haben. Es gibt ja zum Beispiel viele Kulturveranstaltungen in kleinen Sälen, in einer Bibliothek, wo Abstand nicht möglich ist. Ist das dann trotzdem möglich, dass das Publikum dort eng zusammensitzt, wenn es vorher die Adressliste ausgefüllt hat? Ja, das knüpft dann an meine Aussage vorher. Diese Adressliste und Kontaktliste ist kein Freipass, die Distanzregeln nicht einzuhalten. Wie gesagt, es geht um Verantwortung auch des Veranstalters gegenüber seinen Kunden. Also oberste Priorität ist die Distanzregel und wenn das nicht eingehalten werden kann, dann kommen diese Kontaktlisten zum Zug. Die zweite Anfrage telefonisch hat sich erledigt. Dann nehme ich wieder Fragen im Saal entgegen. Frau Gall. Ja, eben auch noch eine Frage zu den Clubs. Also für viele bedeuten ja diese Vorgaben für die Schutzkonzepte, dass sie eigentlich ein Verlustgeschäft machen. Weshalb wird eigentlich hier nicht die finanzielle Rettung dieser Branche angestrebt? Vielleicht eine Frage, ich weiß nicht, an Herrn Zürcher. Ja gut, also das Epidemiengesetz sieht keine Schadenersatzpflicht vor. Das ist mal das Erste. Und das Zweite, jetzt, ich meine, ich war jetzt in den letzten paar Tagen unterwegs in den Kommissionen, um doch immerhin
über 1 Dutzend Milliarden Franken für die Arbeitslosenversicherung aufzutreiben, um die Kurzarbeit dort auch auszufinanzieren. Ich glaube, die Leistung der Kurzarbeit ist beträchtlich. Es geht aber bei der Kurzarbeit nie darum, eben Umsatzeinbußen oder Geschäftseinbußen zu kompensieren, sondern es geht in erster Linie darum, eben Arbeitsplätze zu sichern und eben präventiv wirksam zu werden im Falle von unmittelbar drohenden Entlassungen. Von daher, es gibt im Kulturbereich recht große Anstrengungen. Ich erinnere daran, es sind vom Bundesrat bereits 280 Millionen Franken in diesem Bereich gesprochen worden. Es gibt die Möglichkeit eben auch weiterhin für selbstständig Erwerbende über den Covid-Erwerbsersatz Leistungen zu beanspruchen. Von daher, das ist nicht jetzt eine Frage, die der Bund übernehmen muss, wenn gewisse Betriebe Umsatz- oder Gewinneinbußen erleiden. Ich muss hier vielleicht auch ganz allgemein feststellen, ich kriege im Tag sicher 5 E-Mails mit sehr speziellen Ausgangssituationen, die mir hier geschildert werden, wie ein Geschäft funktioniert, was jetzt eben nicht funktioniert. Es ist halt einfach daran zu erinnern, auch, dass die Bundeslösungen, die zur Verfügung stehen, recht schematisch sind. Es geht hier auch um erhebliche Mengen, also beispielsweise jetzt in der Kurzarbeit 190.000 Unternehmen, 1,9 Millionen Erwerbstätige. Das ist nicht eine spezifisch Einzelfallbetrachtung, die man hier en Detail dann auch anschauen kann. Ich denke, in vielen Fällen ist eben das Instrumentarium des Bundes zu schematisch und es müssten dann wahrscheinlich eher bedarfsabhängige Leistungen dann in Betracht gezogen werden, für die dann auch die Kantone und die Gemeinden zuständig sind. Frau Gall, eine Nachfrage? Nachfrage, die Gesellschafter, die kriegen aber eben keine Kurzarbeitsentschädigung mehr und es hat eben viele Gesellschafter in den Clubs. Das ist mir nicht bekannt. Wir haben diese Zahlen noch nicht aufarbeiten können. Wir gehen aber nicht davon aus, dass es hier viele AGs oder GmbHs hat, sondern eher tendenziell eben selbstständige Einzelfirmen ohne eine bestimmte Rechtsform. Aber wir sind daran, das aufzuarbeiten und das Zahlenmaterial zu sichten. Ich erinnere daran, wenn man Kurzarbeitsentschädigung abrechnet, dann hat man, oder nach jeder Periode hat man 3 Monate Zeit, um eben eine Kurzarbeitsabrechnung einzureichen. Wir haben immer noch keine Übersicht im Prinzip über den Monat März und von daher können wir das nicht genau einschätzen. Wir gehen aber davon aus, dass es hier doch eher um Einzelfälle geht. Herr Wacker. Eine Frage zum Contact Tracing. Da galt bisher diese Zahl von 100 als noch machbar in der Schweiz. Erste Frage, gilt das weiterhin? Und zweite Frage, was passiert, wenn in einem einzigen, vielleicht auch kleinen Kanton plötzlich viele Neuansteckungen auftreten, vielleicht in einem Nachtclub im Kanton Schwyz? Helfen sich dann die Kantone oder was passiert da? Die Kantone haben sich gut vorbereitet, mit dieser Aufforderung bereit zu sein für das Kontakttracing ab 11. Mai war es, glaube ich, haben sie sich vorbereitet, diese Kontakte auch in einem größeren Volumen bewältigen zu können. Viele Kantone haben sich zusätzliche Hilfe organisiert, zum Beispiel die Lungenligen sind in vielen Kantonen involviert. Viele Kantone sind durchaus fähig, agil, zusätzliches Personal auch kurzfristig zu organisieren. Also wir gehen davon aus, dass auch im Fall von Ausbrüchen oder im Fall von einem kurzfristigen Anstieg dieser Fallzahlen die Kantone durchaus in der Lage sind, dem gerecht zu werden. Herr Driussi. Sì, signor Gattiker,
Herr Gattiker, gibt es Neuigkeiten, was Italien angeht? Die Wiedereröffnung der Grenzen zu Italien, gibt es da vielleicht Neuigkeiten? Weil Frau Keller-Sutter sagte ja, dass sie Kontakt knüpfen würde und vielleicht gibt es in der Zwischenzeit Neuigkeiten. Ja, wir sind in engem Kontakt mit den italienischen Behörden. Selbstverständlich diskutieren wir mit ihnen, nicht nur mit den Behörden in Italien, sondern natürlich auch in Österreich, Frankreich und Deutschland. Denn all diese Länder sind ja betroffen von diesen Entscheidungen betreffend der Grenzöffnungen. Und wir hoffen sehr, dass wir in den nächsten Tagen zu einer Entscheidung gelangen. Aber im Moment gibt es noch keine Neuigkeiten diesbezüglich. Dankeschön. Herr Koch, auch an Herrn Gattiker. Wie sicher können Sie davon ausgehen, dass wir in unseren Nachbarländern im Juni Ferien machen können und im Schengen-Raum ab Juli? Ja, ich glaube, der Bundesrat hat seine Agenda gesetzt. Er richtet sich darauf ein, dass bis am 6. Juli der Schengen-Raum offen ist. Wie gesagt, ist das nicht einfach durch die Schweiz selber herzustellen, sondern ist Ergebnis intensiver Diskussionen zwischen den Schengen-Staaten mit der Europäischen Kommission. Diese Gespräche laufen, aber ich glaube doch, dass die Absichtserklärung, die Frankreich, Deutschland, Österreich und auch die Schweiz abgegeben haben, unter sich den 15. Juni vorzusehen, zeigt, dass eine Dynamik im Gang ist, eine Dynamik, dass sich die Staaten eine Rückkehr zur Normalität ersehnen. Die Pandemieentwicklung ist insgesamt positiv und man muss auch sagen, es ist ein äußerst komplexes Regime, das im Moment herrscht. Ich glaube, das wird auch jeweils aus meinen Ausführungen deutlich. Wir haben ein Patchwork von Lösungen im Schengen-Raum. Das ist schwierig zu handeln und alle sehnen sich diese Rückkehr zur Normalität herbei. Und ich gehe davon aus, dass die Agenda, die der Bundesrat gesetzt hat, eine realistische ist, auch was die Schengen-Diskussion insgesamt ist. Das heißt, dass ab Juli der Schengen-Raum großmehrheitlich offen ist. Sicher werden das alle Schengen-Staaten und Schengen-assoziierten Staaten unter den Vorbehalt der Pandemie setzen, auch der Reziprozität von einer solchen Öffnung. Aber ich glaube, die Diskussionen gehen jetzt in diese Richtung. Herr Brutti. Ja, vielleicht noch eine Frage an Herrn Kuster. Sie haben ja erwähnt, dass der Bundesrat jetzt auch auf Selbstverantwortung setzt bei den Schutzkonzepten. Jetzt gibt es ja doch Situationen, zum Beispiel wie in Seilbahnen, wo man sich einfach schwer vorstellen kann, wenn da 80 Leute in so einer Seilbahn sind, wie man da, also Distanzregeln, das geht ja nicht. Warum da eigentlich nicht eine Maskenpflicht verordnet wird? Weil wenn da jemand infiziert und ansteckend ist, dann ist ja relativ wahrscheinlich, dass es da mehrere Ansteckungen gleich auf einmal gibt. Ja, vielen Dank für diese Frage. Das ist wenn Sie im Zug sind und in einem Viererabteil sitzen und eine längere Zugfahrt machen, ist ja die gleiche Situation. Dort ist die Maskentrage-Empfehlung. Und das meine ich eben mit Selbstverantwortung oder Verantwortung gegenüber den Mitmenschen. Also genauso wie für den öffentlichen Verkehr gilt natürlich auch in Bergbahnen, in Postautobussen oder in Busbetrieben dasselbe. Also eine Maskentrageempfehlung ist dort vorhanden. Frau Nowak. Eine Frage an Herrn Kuster in Anschluss an das, was Herr Gattiker gesagt hat, dass voraussichtlich ab Sommer die Schengen-Staaten bereisbar sein werden. Macht es aus epidemiologischer Sicht einen Unterschied, ob ich jetzt meine Ferien in Adelboden verbringe oder an der Costa Brava? Es kommt darauf an, wie die Situation dann in der Costa Brava ist. Wir beobachten das. Also insbesondere interessiert uns natürlich die Situation rund um die Schweiz herum, also die grenznahen Regionen, Deutschland, Frankreich, Österreich und natürlich Italien speziell.
Es kommt darauf an, das kann ich Ihnen sagen. Es gibt durchaus Situationen, wo es denkbar ist, dass gewisse Staaten wieder auf eine Liste kommen und dass Reiserückkehrer aus diesen Staaten dann speziell begrüßt werden bei der Rückkehr. Wenn ich die Frage noch etwas präziser stellen kann, also vorausgesetzt, dass die Ansteckungsrate sich nicht unterscheidet jetzt von diesem Ferienort außerhalb des Landes, ist es dann immer aus epidemiologischer Sicht letztlich egal, ob ich hier bleibe oder sonst wohin fahre. Entschuldigung. Dann ist Ihr Risiko natürlich, sich anzustecken, in Adelboden genauso groß wie an der Costa Brava. Und dann sollten Sie auch in die Costa Brava gehen dürfen. Und auch dort die Empfehlung, auch dort gelten vielleicht dann die Distanzregeln und die Eigenverantwortung im Umgang damit und mit anderen Personen. Ja, ich kann das vielleicht noch aus Sicht jetzt der Migration ergänzen, nicht? Wenn wir mit Spanien öffnen würden, weil wir für den ganzen Schengen-Raum öffnen, dann würden wir auch Spanien von der Risikoliste streichen. Das heißt, die Folge davon wären dann angepasste Reisehinweise des EDA. Und selbstverständlich nicht ist die Frage, ist ein Land auf der Risikoliste oder nicht, auch eine Frage der Pandemieentwicklung, die wir selbstverständlich zusammen anschauen. Das heißt, wenn wir ein Land streichen von der Risikoliste, dann können die Reisenden davon ausgehen, dass damit auch eine Beurteilung der epidemiologischen Lage erfolgt ist. Ich nehme eine telefonische Anfrage entgegen von Herrn Gänger von Kisten SDA. Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage zur Sperrstunde, entweder an Herrn Zürcher oder an Herrn Kuster. Es gilt ja die Sperrstunde in Restaurants und Gaststätten und Discos und so weiter bis Mitternacht. Wie ist die Situation bei geschlossenen Gesellschaften wie Hochzeiten? Diese sind ja wieder zugelassen bis 300 Leute. Wenn jetzt so eine Gesellschaft in einem Gastrobetrieb feiert, müssen die dann auch um Mitternacht aufhören. Können Sie da was dazu sagen? Weil in diesem Fall wäre ja eine Rückverfolgung möglich, weil sich die Leute meistens kennen an Hochzeiten. Also vielen Dank für diese Frage. Ich kann Ihnen diese nicht abschließend beantworten, müsste Ihnen die Antwort nachliefern. Okay, danke schön. Herr Koscher? Eine Frage an Frau Perriard. Wenn es eine zweite Welle geben sollte in diesem Herbst, besteht ein Plan für die Organisation der Abstimmungen oder wie weit sind Sie bereits mit den Vorbereitungen vorgeschritten? Vielen Dank für diese Frage. Wir haben in der Tat einen Auftrag vom Bundesrat, hier gemeinsam mit den Kantonen mögliche Maßnahmen zu evaluieren. Und wir gehen davon aus, dass wir spätestens zu Beginn des Monats Juli, also spätestens in der letzten Sitzung des Bundesrates, hier dann eben auch mögliche Maßnahmen gegebenenfalls identifiziert haben und aufgestellt haben im Sinne von Vorbehalten, im Sinne eines Plan Bs, weil, wie Sie richtig sagen, es besteht ein letztlich vielleicht kleines, aber es besteht ein Restrisiko, dass die Abstimmung abgesagt werden müsste im Falle einer zweiten Welle. Und hier sind wir dran an der Evaluation, beispielsweise mit denjenigen Kantonen, die auch in den vergangenen Wochen Wahlen vorab durchgeführt haben, welche Maßnahmen beispielsweise ergriffen wurden, welche sich auch als praktikabel erwiesen haben. Und wir werden hier, wie gesagt, eben den Auftrag des Bundesrates im Verlauf der nächsten Wochen entsprechend erfüllen. Frau Gall? Ja, nochmals zu diesem Säugling, der da verstorben ist im Kanton Aargau. Das Kind kam offenbar schwer krank aus Mazedonien. Wieso kam es in den Aargau? Was ist der Bezug zur Schweiz hier? Ich weiß nur, dass der Wohnkanton des Kindes respektive der Eltern im Aargau ist. Das Kind wurde im Kinderspital Zürich oder ins Kinderspital Zürich offenbar repatriiert. Aber weitere Details kann ich Ihnen nicht sagen. Und auch zum Medizinischen, also dass ausgeschlossen ist, dass der Säugling an irgendetwas anderem gestorben ist. Er kam ja schon schwer krank in die Schweiz. Diesbezüglich sind, wie gesagt, weitere Abklärungen noch im Gange. Ich weiß keine Details dazu. Gibt es weitere Fragen aus dem Saal? Herr Wacker?
Eine Frage eigentlich an die Parlamentsdienste, aber vielleicht kann Frau Perriard Auskunft geben. Die Winter- oder vorher schon die Herbstsession, kann man die eigentlich auch jetzt wieder im Bundeshaus durchführen, jetzt wo alles gelockert wird? Diese Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. Müssen Sie tatsächlich die an die Parlamentsdienste richten. Gibt es noch Fragen im Saal? Frau Gall? Noch eine Frage zu den spontanen Versammlungen. Die sind ja ab morgen wieder möglich, bis zu 30 Personen. Und das Veranstaltungsverbot gilt aber erst ab dem 6. Juni. Jetzt hat man hier Differenzierungsschwierigkeiten. Also wenn man jetzt grilliert auf irgendeinem öffentlichen Raum und es kommen dann mehr Personen zusammen, was gilt dann? Das Veranstaltungsverbot oder das Gebot von den spontanen Gruppen? Wie soll das definiert werden? Versuche eine Antwort. Ich denke, das Hauptunterscheidungskriterium ist eben, ob es eine veranstaltende Person oder auch Organisation gibt oder nicht. Wenn es eben spontan ist, ist es eine Versammlung auf öffentlichem Grund, wo dann eben diese 30 Personen zugelassen sind, mit natürlich auch den Abstandsregeln. Und wenn es eben jemanden gibt, der einlädt, der vielleicht eben die Personen auch individuell eben dazu holt, dann ist es eine Veranstaltung, eine private Veranstaltung. Hier ist eben zeitlich, denke ich, auch ein kleiner Gap, aber auch hier gilt wohl eben, dass man hier den viel zitierten gesunden Menschenverstand auch anrufen darf. Gibt es noch letzte Fragen aus dem Saal? Ich sehe keine Fragen mehr. Dann beschließen wir hier diesen Point de Presse und wünschen Ihnen schöne Pfingsten. Adi miteinander. Die Tagesschau am Freitagmittag. Willkommen zur Sendung heute mit diesen Themen.